Moin moin und herzlich willkommen zum Terra Online. Ja, dann geht schon den deutschen Server. Du hast schon mein Charakter erstellt gehabt, ein Hochelfe Magier. Und so ich war nicht mal zu bedenken und was noch alles für neue Charaktere geht. Ich meine das alles ich überfliegen das ganz schnell. Ja. Ich weiß, den ist nicht gerade das schnellst. Das mal schrecklich lädt. Okay, du nervt das. Ist aber gleich du sehen. Da hat immer so ein kleiner Waldchen. Okay, mal was. So, hier sind Rassen sozusagen von den Leuten, also von den Charakteren, die hier charakteristisch wie Mensch, einke weiblich und einke männlich. Sag ich auch wie Kastanik, Kastanik, Aman, Pupuri Göttet, just die legendärischen hier. Sieht für mich aus wie ein Hamster, aber anscheinend kannst du es so machen, dass es so aussieht wie ein kleiner Panda und tralala. Beziehungsweise sagen. Elin kriegt just eine weiblicher Form. Baraka just eine männlicher Form. Und Hochelfe. Weiblicher männlich. Die übliche Varianten eben. Aber wenn in der Restgesicht stört, würde für alle gute Rassen Hit Agent, also nicht Hit Agent, alle gute Rassen und alle guten noch Klassen nehmen. Und natürlich bei jedem Verein gesagt hat immer anders das aus. Mit Waffen und Rüstungen und so weiter sind selbst. Vielleicht auch ein Unterschied das zwischen eng oder Diana Rassen mit denen gewissen einer Klassen, Kombinationen, da kann ich nicht direkt so, weil ehrlich gesagt schon mal nach so ein Elin gemäht, Mystiker Elin, und ich gesehen wirklich nicht so valabel Unterschiede, was wirklich daraus geht rausbringen. Ja, die könnten mich natürlich verbessern, wenn er etwas besseres Fund hat. Weil ich schon im Moment noch nicht recherchiert gehabt, ich hatte auch, ja, ich hatte auch nur ein Spiel einfach losgespielt gehabt. Am Moment auch allein. Ich hatte auch heute mit Kollegen gespielt gehabt, mich am französischen Server, mit die schienen nicht so richtig aktiv zu sein. Dafür sind ich auf die Deutsch gewechselt, weil ich mich besser mit der Sprache besser auskenne. So, dann fahren wir mal durch mit meinem Level 18 Magier. Sicher ist so, dass Terra Online genauso wie all die anderen MMORPG-Spieler wird just mit pur Kleinigkeiten noch dabei, was schon ziemlich neu ist. Aber was mich auch hier uns da wirklich dazu bringt, wird auch das Spiel zu spielen. Aber just und so, wenn es ein oder die anderen grin. Erstens mal, ich schon MMORPG, ich fand die mega geil. Spielen sie ganz gern, so Sorten, online. Und wenn ich dort gesehen, wie das schon merkt zum Beispiel, die Kurse aus schon un sich der Mauszeiger. Dich in sich steuerst du der Charakter eigentlich voll. Komplett aus. Das ist nicht selbst wie du klickst du hin an trippelt bist du hin. Nee, du steuerst dich so, als gibst du halt wie bei den meisten Konsolespieler just offline spielst. Eben. Bon, hier ist mal zum Beispiel, ich kann auch frei rumschießen. Als Meier kann ich schießen, schlur, was auch immer. Das ist sich hauptsächlich Feuerwehr, die ich schießen kann. Einen sind dann natürlich Skills. Da tun ich, wenn den auf Alt drückt, dann kann auch dein Mauszeiger auch rum und da kannst du beliebig dein Minimap prickeln, kannst du auch fortmachen, mit N-Taste. Hier ist noch ein Quest anzeigt, wenn den Quest hört, da weisen die ihn automatisch jetzt an. Kann da bis zu 7 Quests anweisen. Ankel statt üblich, wie bei alle guten MMORPG auch. Jo. An sich die Hauptaufgabe ist, du levelst in sich durch Quests. Der ist für die Leute, die eigentlich hauptsächlich gewinnt sind durch Quests rumzulaufen, wie sagen wir mal so, World of Warcraft. Ich hatte just 30 Stich gespielt gehabt, das schon gut paar Jahre hier. Ich weiß nicht, ob sich du abs geändert hat. Da hatte ich zumindest wohl auch so gemäht. Ich habe just die 30 Stich gespielt, hat mich nicht viel interessiert, das war das für das Spiel zu kaufen. Apropos kaufen, das heute Spiel hat sich und sich 50 Euro kostet, wo es noch frisch rausgekommen war.
an ja an bezielt ihr eigentlich mäntlich für 12 Euro de Monat. Je nachdem wer eng zotenste Welt. Also et ginn da 3 verschiedene Abonnementen sozusagen. Natürlich, wenn ihr nur für e Monat will bezielt den e Monat, dat kostet 12 an für den an gibt nach e Park für 3 Monat, spur den anscheinend 2 Euro an e für ganz Tür spur den noch so viel Euro. Dat finden alles in dem Website selber. Den ich erst den ich erst auch am Kommentar han los also den als Kommentar als Beschriftung innen drinnen han los. Ja. Zum Gang hallo all die Quests umzuwählen. Für all Insel-Quests gibt natürlich verschiedene Zeichen über die Charakteren. Die hängen zum Beispiel mit Sternen, den ich schon gerade aufgeschlossen. Das ist einfach den Aufschluss, wenn es mit dem schätzt, weißt du, wie ein Belohnungste kriegst. So wie immer und sich. Die gewisse Sachen war eigentlich identisch aus wenn alle guten MMORPG-Spieler. Das ist ein gewissen Unterschied, wie zum Beispiel das Kampfsystem. Das ist ja so echt so ein Echtzeitkampf, was mich sich ziemlich interessant fand, was für mich schon dazu also schon einen guten Grund dafür bringt, weil das Spiel überhaupt zu kaufen. Kraft spielt für mich und sich keine große Rolle. Bei seinen Grafik gebe ich auch sicher mit nee so. Ja. Das bringt den Ball voll ein bisschen natürlich viel mehr Lust zu spielen. Ja, also der Shit verhängen also Shit verhängen Leute über los. Für die Leute, die eigentlich lieber mehr auf Gameplay will gesehen wie der Teil, dann also sich schon da wert das Spiel zu spielen. Aber natürlich können sich das Spiel auch austesten. 7D, indem man einfach am Sit geht und do sich auch irgendwo an dem Info findet, kann ihn do als Code agin play-terra ab Caps Lock, ich weiß nicht, ob das key sensitive was, ob das wirklich große Kleinschreibung beachtet. Wenn ich so mal groß geschrieben mal play-terra, kann sich das Spiel mal ein bisschen untasten. Da haben wir Lust natürlich vielleicht auch noch einen Link, je nachdem wird was. Da kann ich beziehen, dass das echt etwas boah, das leckt mich ein bisschen auf an die Schwarzen.